So, welcome back, werte Dudes und Dudetten! Hier ist wieder euer Dude von Zockdas! Und wie angekündigt sind wir wieder zurück bei Dead Rising 3. Ja. Genau! Wie schon im letzten Teil angekündigt, bin ja nicht so, widmen wir uns jetzt den Waffen in diesem Bereich. Und wie ich zu meinem Schockierenden feststellen musste, habe ich hier scheinbar nur noch 2 Waffen zu finden. Und da muss ich auch schon wieder weiter ins nächste Gebiet. Und wie ich ja schon mal angemerkt habe, habe ich in dem Gebiet natürlich schon alles. Das heißt, ich bin dann fertig, zumindest theoretisch. Genau. Deswegen fuseln wir nicht gar lange um den heißen Brei herum, sondern schnappen uns gleich die nächste Waffe. Yeah. Nur kurze Spiele speichern und gut ist. So. Genau. Ok. Go! Und wie ich diese Schwarzwälder kenne, hole ich mir erstmal eine Karre. Vernichtet Zombie in der Nähe von Greta. Oh, wer ist Greta? Ich frage mich, wer Greta ist. Hallo Greta. Hallo Greta. Oh, fuck! Schweine! Greta, warte! Aua. Also, wenn er heißt, hier, es vernichten Zombies in Nähe von Überlebendes. Tja, dann passiert Folgendes. Du hilfst der Überlebendes, die da von Zombies so aus nächster Nähe bedroht wird. Ja, genau. Und ich mache das nicht aus Nächstenliebe, sondern weil das dicke EP gibt. Das ist dicke ein bisschen alt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass diese Überlebenden hier dann hinterherlaufen können und die kannst du dann auch Waffen in die Hand drücken und dann helfen die so Choice. Bei mir laufen die aber tendenziell immer weg. Ja. Aber es sollte uns auch egal sein, dafür sind wir endlich da. Ich war das jetzt gut beschrieben. Weg da! Da, der nicht lang! Und ist ja auch dann gleich in der Nähe von unserer Waffe, die wir finden. Hol ihn! So geht das. Jetzt our roll. Ah, und schon sind wir Level 26. So geht's dahin. Oh, schau hier, was war denn? Intelligenz ist gut. Richtig. Gut. Dann. Ich suche Waffe im Bauplan. Ah, hallo. Ist er vielleicht gleich hier oben? Nein. Er ist schon mal da oben. Dann komme ich wie ich dahin jetzt hier. Ich hoffe nicht das, was ich denke. Und zwar, dass ich die Mission erfüllen will. Das wäre dann nämlich blöd, weil ich will die Mission eigentlich nicht machen. Das wäre nicht der Sinn meiner Anwesenheit. Nope. 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 Fuck. Mist. Ist hier offen vielleicht? Nein, der ist natürlich zu. Mann! Gut. Wäre ich nicht der Dude, hätte ich nicht eine Idee, was dieses auch angehen tut. Ich kann. Yo, welcome back, hier ist wieder der Dude und nach einem kurzen Cut bin ich in das Haus reingegangen, das ich gebraucht habe für... da wo ich rein musste habe, damit ich holen kann Waffe. Und jetzt baue ich mir nur kurz eine Waffe zusammen. Das ist eine ältere Kombo, die ich habe, die Hammer-Axt, aus einem Vorschlaghammer und einer Axt. Irgendwie Sinn, oder? Genau, und dort liegt unsere Waffe! Yeah! Wie gewohnt, überall Zombies, ist ja klar. Und was haben wir hier? Eine Säurespritze. So, eine Säurespritze, okay. Hätte ich auch noch nicht. So, was brauchen wir denn? Chemikalien und ein Bleirohr. Und es wäre kaum Dead Rising 3, wenn diese Waffen, die hier so explizit daneben rumliegen, Chemikalien und Bleirohre wären. Und es sind... ein Bleirohr und Chemikalien! Fuck! Awesome!
Das ist fast am Abnippeln. Nehme ich mir jetzt eine Chemikalie. Und dann nehme ich mir noch für das, was nochmal abnippelt, ein Bleirohr. Und baue das zu Säurespitze. Oh. Okay. Und es macht das, was es in der Bedienungsanleitung erzählt. Nachdem ich nicht mehr umgeschmissen werde, wenn ich das anzeige. Und zwar hier! Es spritzt Säure! Mal wie das Säurespritzer halt mal so tun. Das wäre... Wow, hier sind doch noch mehr. Schönes Ding, schönes Ding. Das Spiel verwirrt mich immer wieder. Ja. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zu dem hier. Ich hab die irgendwie... Jetzt geht doch mal weg hier, Mann! Ah, Gott, Donut, die ist aber nicht hier ordentlich. Ach, wie ist der? Ich hoffe, ich komme mit. Ah ja, ein Eingelanruf für die, wo es noch nicht kennt. Hey, einer deiner alten illegalen Freunde drüben am Bahnhof von South Almuda. Genau, das ist so ein Typ, der ruft mich immer an. Das hat er mal angefangen zu machen. Am Anfang. Ohne ersichtlichen Grund. Und jetzt macht das wieder. Und ja, ich kann mir wenigstens raus, ohne die Mission fertig zu machen. Das ist schön. Dann wollen wir uns gleich mal auf die Socken. Da gibt es übrigens immer mal wieder so die Mission, die man jetzt so sieht. Das ist den Bahnhof von Almuda. Und ich habe mir überlegt, die interessantere Mission, die wo hier so stattfindet, Fundipussen. Das sind die... das sind die Psychomissionen, das sind so quasi Endbosse, die... okay, schade. Die so, ja, so verrückte Gegner halt. Da habe ich zwar schon ein paar gemacht, deswegen kann ich euch leider nicht mehr alle zeigen. Aber ich dachte mir so, hey, wenn ich überlebe gerade hier in der Nähe bin, dann kann ich das ja machen. So, da ist abgesperrt. Wo ich muss hin? Ich muss da hoch. Toll. Gut. Ja. Weg. Da habe ich meinen Abfall wieder scharf gesetzt. Das ist euer Ende. Ja, und das ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil überall Zombies sind und die hauen mich auch von allen Seiten. Ja, also man will es echt nicht meinen, aber wenn man hier mal so eine Übermacht an Zombies am Arsch hat, das ist echt eine schöne Angelegenheit. Kann man die vielleicht... Nein, möchte ich gerade nicht tun, danke. Oh, aber was zu saufen wäre geil. Ja, ein bisschen was die lieben bringen da hier. Was haben wir denn da? Absinth! Klar, wer sauft nicht Absinth, damit sie wieder gut geht. Hau rein hier! Oh, labababam. Und weiter geht's. Und es ist da. Der Lockvogelbär. Aha. Dafür gibt's auch gleich einen Erfolg. Meisterarchitekt. Haha. So was brauchen wir dafür. Let's see. Ein knuddeliger Bär plus ein Rollstuhl oder ein aufdringlicher Bär plus eine tragbare Stereoanlage. Aha. Das heißt, knuddeliger Bär, nehmen wir ja schon gesagt. Das ist der aufdringliche Bär, das ist der Freiheitsbär plus Rollstuhl. Oh, leck. Hab ich das ja alles? So, mal sehen. Ich habe einen Roboterbär. Und ich habe eine LMG. Das ist das. So, Und das kombiniere ich jetzt zu einem Freiheitsbären. Genau, das passt schon mal. So, nur schnell zur Information, dieser Bär, den könnte ich dann irgendwo hinstellen und die Zombies werden von ihm angelockt und der schießt auf alles, was nicht weiter auf dem Baum ist. So vor seiner Nase. Genau, jetzt habe ich den Freiheitsbären und was war das dann noch, was ich da gebraucht hätte? So, der Bumbär. Super. Mhm. Lockvogelbär, der ist er. Freiheitsbär. Der steht da gar nicht dabei.
glaube. Ups. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ja, das ist der knuddelige Bär und für den brauche ich dann noch irgendwas. Ein Rollstuhl! Und wie wäre es auch schön, wenn nicht irgendwas, was völlig unvorhergesehen im Let's Play passiert, was mir so noch nie passiert ist, und zwar, dass ein gewisses Teil nicht da ist. Dafür eine Frank West Statue, das ist ja ganz schön, aber nicht das, was ich suche. Rollstuhl. Ich brauche einen Rollstuhl, okay. Ist der Rollstuhl? Nein. Rollstuhl! Oh. Vielleicht ist ja irgendwann in der Nähe. Tja. Wisst ihr was? Und nach einer nicht allzu langen Suchzeit und nach der Fehlinformation meiner selbst kommen überall Zombies wieder mal auf den Zug. Geht weg, ihr Penisse. Sexuelle Belästigung! Lassen Sie mich in Ruhe! Gut. Also, da ist ein Rollstuhl. Und ich, Nasenbär, dachte tatsächlich, gut, das ist ein Rollstuhl, schönes Ding. Und der stand so da, als ich ihn gefunden habe, und dachte mir so, ach ja, Rollstuhl, schön. Klickst du wieder auf Aufnahme, hab dann vergeblich versucht, das Ding zu schieben. Und im Schiebemodus kann man das Ding natürlich nicht kombinieren, warum auch immer. Und ja, so ging's dann eben halt dahin. Gut, man muss das Ding von vorne nehmen, dann kann man es auch hochheben schön. Und dann kann ich das auch mit meinem Bären kombinieren und hab dann auch gleich mal schön den Lockvogelbär. Richtig! Und jetzt müssen wir das Ding auch noch austesten. Ich frage mich, ob ich das Ding dann auch selber durch die Gegend schieben kann. Das wäre tough. Das wäre eine taffe Waffe. Taffe Waffe. Tatsächlich kann man die schieben. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Ding durch die Gegend und da schießt sich ein ab. Und ja, wie ihr seht, das ist gar keine schlechte Möglichkeit, pragmatisch durch den Zombie-Horden durchzukommen. Oh ja, da geht was. Ja, und gleich geht auch wieder die Munition aus. Das können wir noch auf Balken. Genau, das war's. Das war der Lockvogelbär. Gar nicht schlecht. Kann ich, wie gesagt, selber noch nicht. Taffe Angelegenheit. Taffe Angelegenheit. Und zu guter Letzt machen wir noch das hier. Die letzten zwei heben wir dann für die nächste Runde auf. Ja, das war jetzt peinliche Angelegenheit. Ich unterbreche das Video auch ganz ungern für irgendwelche Schneidarbeiten, aber bevor ich da rumrenne wie so ein Hans Wurst und versuche irgendwie was zu finden und das da nicht tue und euch dadurch langweile. Die 3-4 Leute, die sich meine Videos angucken. Nein, das wollte ich nicht. So, und jetzt hat sich tatsächlich ergeben, da hätte ich wahrscheinlich runtergemusst für diese Waffe. Dann bleibe ich doch lieber gleich hier oben und nehme mir das hier. Und so wie mir das ansieht, hat das wieder irgendwas mit dem Teddybären zu tun. Der explosive Bär! Ja, was könnte das jetzt nur sein? Ja mal. Ich habe so einen Verdacht. Da ist er. Einen aufdringlichen Bären plus Dynamit oder einen Bumbären plus Rollstuhl. Zur Information, ein Bumbär, das ist ein, das ist dieselbe Version wie der Freiheitsbär, quasi ein Bär mit 2 MGs in der Hand, nur mit 2 Dynamit-Raketenwerfern in der Hand. Also dazu braucht man dann einen Bären und Dynamit, genau. Wie der das zusammenbaut, weiß ich auch nicht so genau. So, und zwar brauche ich das hier und das hier, glaube ich. Nein, das muss nicht. Genau, ich brauche einen Bären und Dynamit. Und das geht immer noch nicht. Dann brauche ich meines Wissens nach ein
eine LMG und den Bären. Damit baue ich den Freiheitsbären mit Dynamit. Das ist dann der Bumbär. Und der Bumbär plus Rollstuhl wäre dann der Rollbumbär, oder wie das Ding auch noch gleich hieß. So, jetzt sind wir wieder soweit. Kein Rollstuhl in der Nähe. So, mal sehen, ob man auch seinen sieht. Das einzige, was ich sehe, ist ein Walzenmotorrad. Dazu später mehr. Das will ich jetzt gar nicht so ausleuchten. Und ein paar Biker. Aber leider kein fucking Rollstuhl. Ich könnte kotzen. Gut, Angebot. Ich mache mich jetzt auf die Socken und hol mir diese Waffe noch da unten. So als kleine Entschädigung. Und wenn ich auf dem Weg dahin einen Rollstuhl sehe, baue ich mir den Bumbären auch noch schnell zusammen. Wenn nicht, dann werde ich mich darum kümmern, dass bis zum nächsten Teil, dass ich auch erledigt haben werde. Und die Tür ist zu. Warum ist diese Tür zu? Muss ich da vielleicht auf anderem Wege hinein? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass hier irgendwelche Punker in der Nähe sind, die mir das Leben schwer machen. Ein Rollstuhl! Schönes Ding. Ach, geh weg hier. Nein, ich will den noch nicht. So, gut, dann machen wir das halt. Das sind Biker, die kommen ab und zu mal vorbei und wollen mir das Leben schwer machen. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Wahrscheinlich, weil sie nicht so cool sind wie ich und das durch ihre Hemdlosigkeit und Wertigkeit und Tattoos und so ausbüchsen wollen. Aber wer wäre Afro-Dude, wenn das nicht mit ein paar Punkern aufnehmen könnte? Haha! Oh. Gut. Rollstuhl? Check. Explosives Bär? Check es. Und warum auch immer der jedes Mal... Oh, der Kontrolle ist ausgegangen. Oh, böses Fummel. Setz mal den hier ab und schiebe ihn. Und ja, genau. Es passiert das, was passieren musste. Er schießt mit einer MG, wirft mit Granaten. Ich habe gerade irgendwas gesagt, was das Spiel dazu veranlasst hat, Stopp zu drücken. Und ja, eine aufgemotzte Variante derselben Waffe, die wir vorhin schon hatten. Nicht sonderlich innovativ, aber es macht seinen Job. Oh yeah. So viel zu diesem Teil. Zu Teil 4 von der große Waffentest. Ich hoffe, euch macht's doch Spaß. Ein paar Waffen haben wir ja noch. Zum Beispiel den hier. Da werde ich jetzt dann bis zum nächsten Teil in Erfahrung bringen, wie ich in dieses Haus hineinkomme. Und diesen dann noch. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann können wir auch noch dieses sichere Gebiet säubern. Und dann machen wir uns wieder aus zum nächsten Gebiet. Oh ja. Bis dahin sage ich, stay tuned. Immer schön abonnieren und gucken. Wenn es euch gefällt, dann machen wir auch noch mehr. Hoffe ich. Und von daher, bis dann. Euer